Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Jetzt können wir direkt anfangen bei der Flucht, weil wie gesagt, da hätte ich in der letzten Episode sehr ungern Mitte in einer Flucht gecuttet. Aber wenn man noch so im einigermaßen sicheren Bereich ist, kann man das noch machen. So, der Pumpenraum. Ah ja, da können wir schon mal automatisch... Oh, Sicht 10 Minuten hätten wir jetzt gehabt. Oh. Ja, Pflanzenmenschen kamen damals auch im Original nochmal raus. Ich weiß nicht, ob ich das noch bereue werde, aber sicher ist sicher. Da hinten ist auch noch so ein Pflanzenmensch. Okay, wir sollten uns besser dummler. Ja. Auf die Grütze schießen wir drauf. So. Boah, Alter. Hoppla. Boah, Alter. Okay, wir sollten einfach nur rennen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, mit denen muss ich mich nicht großartig abgeben hier. So. So, mit denen müssen wir uns tatsächlich nicht großartig rumplagen, mit den Freaks. Ich glaube aber, das ist kein Remake von dem Track, der bei der Flucht zum Labor damals verwendet wird, weil das war echt geil, das Lied. Der Track, den fand ich besonders cool eigentlich. Mensch, der hier war Pistole-Muni. Hier. Genau, gleich mal verwende. So. Natürlich ist das Mistteil verschlossen. Natürlich. Warte. Oh. Sherry, was machst du? Ich glaube, ich kann sie von der anderen Seite öffnen. Ja. Und hier gehen ein paar Pflanzenmenschen auf den Nerv hier, ne? Mann, War ja logisch. verdammt mieses Teil. Verdammt mieses Timing ist gut. Mit diesem Zucken und Jucken. Boah, Alter. Und schon der nächste wieder arg gefunkt. Die Bewegungen von der sind so cool. Okay, sehr schön. Sie hat aufgemacht. Ja. Macht die der zu. Gut gemacht, Sherry. Wir sind ein gutes Team. So, okay. Soll der dort drüber bleiben? Wie Sherry das aufmacht, habe ich jetzt allerdings nicht mitgekriegt. Ich habe mich zu sehr auf die Plant People konzentriert dabei. Okay, ich habe hier nichts verpasst. Hier sind noch Zombies, ja. Stinknormale Otto-Normal-Zombies, die halt brennen. Okay, der macht nichts mehr. Vorbei. Hier ist auch alles blau. Moment. Fluchtschacht. Ja. Sherry, hältst du durch? Ich bin direkt hinter dir. Das machst du gut. Ich glaube, wir sind hier fast raus. Ja. Ich befürchte, wir sind noch ziemlich am Ende vom Spiel. Versuchen wir es. Ja, wir sind ziemlich am Ende vom Spiel, glaube ich, auch angelangt. So, einfach nur zur Sicherheit. Wir haben uns hier noch ein paar Säuregranate. Wir haben uns immer Pistole-Muni mit dazu. Und dann... Ja. Da haben wir noch was. Das können wir direkt hier mit kombinieren. Da haben wir auch 2 mal Heilung. Ja, Drehteller und da hinten ist noch ein Raum. Okay. Jetzt aber fix. So, mit dem Ding geht es dann nämlich raus. Es könnte tatsächlich auch die letzte Episode wäre hier. Schauen wir doch einfach mal. Minigun. Die nehmen wir gern. Okay, warte mal. Motorisierte Minigun mit 6 Läufen, verschießt 7,62 Millimeter NATO-Geschosse
Unglaubliche Feuerrate. Verursacht eine Menge Schaden. Nennen wir doch glatt mal das Ding. Dann war ja klar. Das Ding geht auch nicht. Tja. Uns fehlt was. Keine Ahnung, was uns hier fehlt. Aber mir nur begrenzt die Zeit, um das rauszufinden. 6 Minuten bis zur Detonation. Ja, 6 Minuten bis zur Detonation höre ich nicht besonders gern. Verbindungsstecker. Okay, Inventar voll. Scheiß drauf. Wir benutzen das Zeug. Dann passt es auch. Was machst du? Ich muss diesen Zug in Gang bringen. Du rührst dich nicht vom Fleck, okay? Okay, ich bleib hier, ich verspreche. Gut. Sei vorsichtig. Immer. Gut. Da richtet Sherry auch keinen Schaden an und steht auch nicht im Weg, sodass sie ständig retten muss. Mir nach erhöht die Gesundheit jetzt durch das blaue Kraut und das rote. So. Okay. Okay. Irgendwas ist passiert. Okay, funktioniert. Claire! Was? Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör zu, du musst hier raus. Schnell! Ich weiß, kennen Weg raus. Ich denke, wir können es alle schaffen. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Kümmere dich nicht um mich. Verschwinde von hier. Leon! Leon! Mist! Okay. Warum habe ich denn die Befürchtung, dass jetzt William kommt, bitte? In seiner unglaublich ultra hässliche Form. Das Geräusch spricht für sich. Jo, da ist er. Unser Kumpel. Okay, also auf die Aare drauf. Wow! Boah, das ist ein ekliger Scheißhaufe, Mann. Einfach mal draufhalten. Ja, die braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis sie Vorlauf hat. Boah, Alter. Okay. Ja, die braucht eine Zeit zum Warmwerden. Es ist ein ekelhafter Scheißhaufen nur noch. Nur noch so ein ekliger, fetter Klumpe Gewebe. Okay. Wow. Oh, wow, 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 wow. Okay, alles drauf. Das große, fette Ach. Oh. Okay, wir sind schon im warmen Bereich. Warte mal. Autsch. Autsch. Das ist aber nicht, das muss ich sagen, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Das muss ich mal in aller Deutlichkeit hier klar machen, dass ich das nicht in Ordnung finde, was der hier macht. Okay, jetzt sind wir auch schon im Gefahrenbereich. Das heißt, wir müssen uns das hier neu petzen, ob wir wollen oder nicht. Und jetzt haben wir nichts mehr zum Heile hier. Und jetzt sind wir auch hier im blauen Bereich. Das heißt, es gibt nichts mehr, was ich hier im Inventar noch abstauben könnte. Und unser Minigun ist ziemlich am Ende. Okay, unser Minigun ist all. Alter. Dann halt die gute alte Säuregeschosse, ne?
Nein! Uah. Pfui Teufel. Ist okay. Ich bin hier. Jetzt kommen wir hier raus. Okay, so. Geht natürlich noch weiter hier. Wir rattern hier nicht einfach so ohne irgendwelche weitere Gefahren rum. Da kommt ja noch was, ne? Also, was willst du als erstes tun, wenn wir hier raus sind? Ich will sehen, wo du wohnst. Gut. Denn ich brauche dringend eine Dusche. Ja. Wirklich? So übel? Oh, ja. Claire, Leon! Ist so gut, dich zu sehen. hab doch gesagt, wir schaffen's, oder? Hast du. Okay. Das war's jetzt aber noch nicht, oder? Doch, tatsächlich, das war's. Ha, wer hätte es gedacht? Ich habe jetzt eigentlich geglaubt, das läuft noch ein bisschen wie im Original ab. Dass jetzt William noch einmal mutiert und eigentlich nur noch als so ein Scheißhaufe mit Zetra, eigentlich nur ein riesiges Maul voll mit zig Zahnreihe, nochmal der Endteil vom Zug abfetzt und dann nochmal hier so Geräusch abzieht und eigentlich nochmal Claire an der Krage möchte und dann endgültig weggeschossen wird, mit dem Nest explodiert und dann zum Schluss kommen sie raus und überleben's. Aber offensichtlich kam jetzt nur so ein Leon her, hab doch gesagt, dass wir schaffen. Und damit hat sich das anscheinend jetzt erledigt, allerhopp. Ging doch etwas schneller als gedacht, das Ganze. Ich habe mal schon gedacht, dass wir jetzt hier gegen Ende zusteuern, ja. Aber dass wir jetzt tatsächlich nur 13 Minuten circa sind. Allerhopp, dann gucken wir uns auf jeden Fall an nochmal die Credits in Ruhe an. Vielleicht kommt ja zum Schluss dann doch nochmal irgendwas, womit man jetzt nicht so gerechnet hat. Aber ich muss sagen, es war ein richtig geiles Remake. Kann man nichts sagen. Es hat eigentlich alles gehabt, was ein Remake braucht. Es war alter Stoff neu verpackt in einem neues System, ne? Dieses Resident Evil klassische, wie im Original halt mit einer fest installierte Kamerablickwinkel, die man dann immer nur aus dem festen Winkel gesehen hat. Das fand ich etwas ätzend, aber macht nichts. Da sind die deutsche Stimme. Matthias Keller, Lea Trebbin, Sabine Godek und so weiter und so fort. Alles klar. Ja. Ich habe jetzt zum Schluss eigentlich ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein, aber ansonsten, es hat sehr viele alte Elemente richtig geil neu aufgelegt. Mr. X, Entschuldigung, Mr. X war ja damals schon einer von meinen Lieblingsbosse. Und ich finde, den haben sie ja ultra geil animiert. Der ist absolut tipptopp. Es gibt ja auch diese Theorie, dass es eigentlich 2 Mr. X gibt. Und zwar einer dieser T00. T00 ist übrigens die richtige Bezeichnung für dieses Modell T-103, was masseproduziert ist. Und dass dieser T00 im Prinzip Claire hinterhergeht. Der wird hier von William niedergemäht. Und der andere T00 bzw. T-103, das ist der dann Leon bis zum Schluss stalkt und dann auch nochmal mutiert. Und bei Leons Kampagne, zumindest war das beim Original so, beim
Remake steht es tatsächlich noch aus, soweit bin ich beim Leon Walkthrough noch nicht. Ist es so, dass der Endboss dann Mr. X ist, der dann halt noch einmal mutiert und in 2 Formen im Prinzip dann vorliegt. Irgendein Problem ist dann auch mit diesem Krümel im Mund, im Hals. Blah. Es ist nicht so schön. Ja, was das Remake angeht, das ist wiederum sehr schön. Mr. X haben sie meiner Meinung nach richtig gut gemacht. Die Zombies, perfekt. Genauso sollen Zombies in einem Spiel aussehen, finde ich. Die Licker, richtig geil gemacht. Dann auch die Pflanze-Zombies, Alter, die waren der absolute Overhammer. Da hat sich Capcom zusammen mit Mr. X absolut selber übertroffen. Perfekt. Genauso muss das sein. Es war ja kein Teil von der Hauptreihe, muss man dazu sagen, sondern einfach nur Remake, was man wieder rausbringt. Retro, immer wieder schön, finde ich. Entschuldigung. Finde ich immer wieder gut. Und gibt einfach ein Stück Kindheit wieder. Ansonsten wirklich richtig cool gemacht. Sowas will ich mir häufiger wünschen. Entschuldigung. Wer weiß, eventuell kommt hier nochmal eine Resident Evil 3 Nemesis Remake. Wäre auch ziemlich geil. Jo. Ich muss mich gerade beherrschen. Nicht wieder laut rumzuhusten. Es ist gerade immens unangenehm. Ja. Was mir eigentlich sehr leid tut. Gerade weil ich das Spiel eigentlich nochmal richtig würdigen wollte. Und zwar muss ich sagen, Capcom wirklich Hut ab. So macht man Remake. Könnten sich etliche Producer wirklich einmal eine Scheibe abschneiden davor. Weil genau so sollte das eigentlich ablaufen. Als nächstes kommt übrigens noch der Inhalt. Der optionale Inhalt vom Update 1.2, die Version. Und zwar haben wir da noch im Prinzip 3 kleine Mini-Missionen, die auf uns warten. Die kommen dann ab übermorgen raus. Und wenn ich die durch habe, dann kommt Leons Kampagne als großes Walkthrough-Video nochmal raus. Da wage ich mich auf neues Terrain, ihr liebe Leute. Und zwar habe ich bisher noch nie ein Walkthrough-Video gemacht. Und Resident Evil 2 Remake möchte ich einfach so weit würdiger, dass ich hier tatsächlich mich das erste Mal an eine Longplay Walkthrough ohne Kommentare, ohne Facecam dran wag. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann sagt doch mal Bescheid bitte, wie das Walkthrough für euch war. Würde mich persönlich sehr interessieren. Claires Kampagne fand ich jetzt ziemlich geil. Und Leons Kampagne ist auch ziemlich cool gemacht. Aber da hat man halt noch Ada als Sword-Charakter. Und die kann durchaus auch kämpfen, die Frau. Die wird auch noch spannend. Also macht euch auf jeden Fall schon mal drauf gefasst. Leons Kampagne ist auch ziemlich cool und ich bin froh, dass ich euch beide Kampagnen präsentieren kann. Wenn auch nur eins als Let's Play und das andere als Walkthrough. Aber wenn euch das mit Walkthrough gefällt, dann könnten wir, falls solche Spiele, die mehrere Kampagnen haben, könnte man das möglicherweise in Zukunft beibehalten, dass ich Annie als Let's Play mache. Wo ihr auch direkt meine Reaktionen seht. Wow, Entschuldigung. Und das andere als Walkthrough, was ich der Vollständigkeit halber noch dazu mache. Ich muss mich wirklich höllisch entschuldigen für dieses Rumgehuste. Ich denke aber, jetzt hat sich der Knote tatsächlich mal endlich gelöst. Ich kann wieder retten. Und bei tief einatmen, ohne dass ich wieder am Rumhuste bin. Das ist etwas unangenehm, aber ich möchte mich wirklich dafür entschuldigen. Das ist nicht Absicht. Irgendwas muss man vorhin, als ich ein paar Rocher gegessen habe, im Hals geblieben sein. Das ist tierisch unangenehm. Okay, die Credits sind durch. Eventuell kommt noch ein Secret Ending oder sowas. Das war dann nochmal A gedeutet, ja. Wie ich es gesagt habe, das Trophäe erhalten in Silber, eine neue Heldin, dass im Prinzip William dann nochmal rausgegammelt kommt und eigentlich den Zug nochmal attackiert. Okay, Ergebnis. Kampagne abgeschlossen. Claire Redfield, Spielmodus assistiert. Gesamtzeit, wir haben insgesamt 8 Stunden, 21 Minuten und 8 Sekunden mit der Hauptstory verbracht und sind auf Rang B gelandet. Okay, für Let's Play gar nicht mal so schlecht. Wobei S-Rang natürlich wünschenswerter gewesen wäre. Okay,
Wir gehen trotzdem nochmal rein. Wir haben jetzt auch diverse Kostüme anscheinend erhalten. Sie haben neues Spiel zweiter Durchgang freigeschaltet. Wählen Sie es im Hauptmenü unter Kampagne aus. Das Ende und bestimmte Abschnitte des Spiels unterscheiden sich vom ersten Durchgang. So. Neues Spiel zweiter Durchgang. Das haben wir freigeschaltet. Ich würde sagen, wir machen noch Folgendes. Nicht nur die Zusatzmodi, da haben wir hier The Ghost Survivors, No Time to Mourn. Das spielt dann mit dem Ladebesitzer von Gunshop Kendo und seiner Tochter, die infiziert ist. Runaway, das beinhaltet die schöne Unbekannte, die bei Chief Irons auf dem Tisch geleckert hat. Und Forgotten Soldier, das wird wahrscheinlich Hank thematisieren und wie der G-Virus von der Soldaten abgeholt wurde. Das hier ist es. Schwierigkeit 2 Sterne, das hat 3 Sterne und das hat 4 Sterne. Okay, Schwierigkeitsgrad Training, bla bla, Schwierigkeit. Okay. Das erwartet uns auf jeden Fall übermorgen, ihr liebe Leute. Und ansonsten würde ich sagen, ich hänge dann auch nochmal an. Kampagne, neues Spiel, zweiter Durchgang. Das mache ich auf jeden Fall noch einmal. Und hänge dann dieses Secret Ending auch noch mit an. Also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun hier, wie es aussieht. Und wir sagen, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig, wo wir die Zusatzmodi dann anfangen werden. Und ansonsten wird es eine gewisse Zeit noch dauern, aber ich verspreche euch, ich hänge der zweite Durchgang, das Ende dann auch nochmal an. Und zwar kommentiert. Wenn ich dann wieder sehe, ich bin so weit, ne, dass ich hier wieder gegen William und KKG kämpfe und habe niedergemacht, dann mache ich das Ganze noch einmal an der Stelle und mache einfach nochmal ein Mini-Video, nur um das Ending zu zeigen, und zwar wieder mit Facecam und allem drum und dran. Was in dem Spiel dann zwischendrin noch ist, das werde ich am Anfang von dem Video einfach nochmal ganz kurz klären und zu sagen, Horchenmolzell und jenes war anders im Vergleich zum Let's Play, und dann läuft es einfach so. Okay, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann übermorgen wieder und dann fangen wir mal mit der anderen Sache an, weil Claires Kampagne ist jetzt erstmal durch. Also machen's gut und bis übermorgen wieder, dann geht's an der Bonusinhalt. Iron Yankee.